Dankzij sehr für diese Klasse nehmen. Und ich glaube, das ist eine große Hilfe für uns. Und wir sind so schaftig, dass Menschen sehen, noch mehr lernen von der Evangelium verspreiten, die Wahrheit machen Menschen, so Gott, Menschen können Gott kennen und am Dein. Wenn ihr wollen, wir haben ein Buch, je kan merken in dat buch met deze klas, dat worden je in dat link ving, dat wordt een pdf zijn. En zo wanneer je niet wil, je kan bloos ook de video's nemen zoals je wil. Maar dankzij voor dat en God te zegen. Ik geloof we zijn right am Anfang. En zo, ik hoop je een Frühstück gehad en Kaffee. En ik heb eigentlich een thuis Marius. En zo van der ook. Amen. En zo we waren voets wieder gaan. Van waar we gestern abhielden. En zo wanneer je, ik weet niet, wanneer je gestern niet weer en je had nog niet een buch genomen, dan hing dus een beker. En dat is wat we daar gaan. En zo, we waren wieder gaan in dit buch. En wat ik wil van de Marius een stukje van reden, als een beetje wo we dat evangelium verspreiden, werken erg verstaan. Wat dat is, wat dat meint, dat evangelium verspreiden. En so ik wil een beetje tijd nemen, wenn ik hier werken mensen dingen zeggen. Die sagen het zu mir und ich denke so, verken denk ich so, ich glaube nicht, dass du verstehst, was Gott will von das Evangelium verspreiten. Und so, und verken, ich glaube auch einmal verstehen wie nicht kriegt, wo die Bibel als aufgestellt. Und ich sage nicht, ich verstehe das alle, aber ich habe drauf zu lernen. En so ik dacht, ik wil bloos wat dingen mitteilen, wat ik geloof wat ons helpen, wo we werken, geloof ik, niet de rechte verstaan kan. Ik werde hier anfangen te lezen. To be active in the proclaiming of the gospel and doing it properly, one must understand not only the work, but the history. We're living in a very important and a specific time in history where God wants the gospel as our forefront. Sag mal, bloß hier was sagt nicht. Das Evangelium verspreiten, müssen wir nicht bloß verstehen, was die Arbeit ist, aber auch was von Zeit wir werden sind. Und so, wenn wir kicken nur die Bibel, de Bibel einweg wordt de Bibel als uiteengedeeld als met tijd. En niet jeder tijd als even rein. De Bibel redt van veel tijden, wo we zijn, der ich van Anfang bis eng, wo we zijn. We zijn nu in een tijd, ik naam dat eenmaal de bloos. Wo we zijn, wo God wil dat Evangelium verspreiden in de ganze Welt. Wenn wir kijken naar de Jüdische Menschen, God leidde in dat land aan en dat alles wat hij veranderd had, wie in dat land ben. Zij hadden geen recht van God uit dat land eruit te stappen. Ze moesten in dat land ben blijven en alles wat God veranderd had, wie in dat land ben. En God brukte eind om de wereld wijzen, wer hij wil. En so deswegen können sie nicht rückstoppen. Sie mussten in das Land bleiben. Und alles, was Gott wird verantun, mit antun, durch antun, wie in das Land bin. So sie können nicht rückgehen. Wenn ein Jude aus das Land rückstoppen darf, er stoppt aus Gott sein Willen rück. Alles wird dabei. Und so sie werden von Zeit werden sie in das Land. En so Gott wird dort ben der schaffen und abstellen, was er will abgestellt haben. Und so Gott schafft mit das Evangelium reitmerken. Dat sie Jesus wie all abgestellt, or dat wir bereit, dat Jesus wird sterben, euer Gott die Welt merken deit.
Und so Gott, die Welt wird noch nicht gemerkt, die wird noch keine Sinne wird, dann wird es all abgestaltet, Jesus wird kommen und der wird sterben, aber das sagt, was dort passiert, nur ab ein Eng von den Titeln, ab Eng von der Welt. Und so, aber Gott schafft mit den Menschen, und er schafft und stellt dort ab, das Evangelium. Nicht bloß, dass wir das können hören, aber dass wir das können verstehen. Und so, da wir in Gott nehmen, verken sehr viel Zeit und schafft durch Dinge, er kann uns die bloß geben, aber er schafft mit Menschen und er schafft durch, sodass er eng wird, wir können verstehen, was wir haben und was wir da sollen mit tun. Und so, er schafft und er stellt das Evangelium ab. Und ein Tag kommt Jesus und er stirbt und er ist begruft und steht wieder ab. Und wenn er abgestanden ist, dann wisst er sich einmal zu den Jüngern und er redet immer von dem ein Ding. Und sie sollen das Evangelium verspreiten. Aber hier wird das nicht vorig, aber nur ist das vorig. Und ich sage immer, das Evangelium fehlt bloß ein Ding. Das fehlt zu verspreiten. Eins ist das ganz vorig. Das fehlt bloß zu verspreiten. Und dann gingen wir in einen Zeit an, und den Zeit will Gott brücken, dass jeder Mensch in der Welt kann das Evangelium hören. Und so, wenn wir denken, einmal kicken wir bloß nur die Bibel und wir kicken von Forschen von hier und von da und wir kicken nicht, wo dort alles aufgestellt ist. Und dort nu Gott sein Ziel ist, durch seine Kirche, durch seine Menschen, das Evangelium nach der ganzen Welt verspreiten. Und so, wir müssen nicht bloß denken an die Arbeit, aber wir sind auch in den Zeit, wo wir werden sind. Dort ist nu das Ziel. Dort ist nu die Priorität. Dort ist nu das Feste. Und so Gott will das tun. Und wir wollen uns einmal tragen von dort, oder wir wollen dort weniger merken, als dort ist. Aber Gott will das nach vorn bringen. Das soll nach vorn sein, und wir wollen das verspreiten. Wir sollen das verspreiten. Und so, ich habe hier 12 Dinge, die ich will durchgehen, die ich habe abgeschrieben über einen Zeit, wo wir einmal auch verstehen, was das meint, das Evangelium verspreiten. Das erste Ding, wollten wir machen, wenn wir wollen das Evangelium verspreiten, dann machen wir weiter, was ist das Evangelium? Das Evangelium nennt sich die Gute Nachricht. Und die Gute Nachricht ist bloß das. Gott hat vorher gemerkt, was er angefangen hat. Das ist die Gute Nachricht. Wegen in der Welt, da werden viele Dinge versprechen. Aber Gott mögt vorher das Evangelium der Rettung vorher. Das ist die Gute Nachricht. Die Rettung ist vorher. Was Gott verspricht, hat er getan. Das ist die Gute Nachricht. Dass Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus wird begraben. Und Jesus ist war abgestanden. Darum, das ist die Hoffnung ist für die Welt. Aber wir wollen Nummer 1 anfangen. Nummer 1. Our relationship is the basis to share the salvation message. Und so das, wo wir merken, wir leben, wie man erst Gemeinschaft bauen mit Menschen, und dann können wir das Evangelium geben. Dass wir erst mal ein Verhältnis haben mit einem Menschen, wir können von Gott reden, oder dass wir von das Evangelium reden. Ich hier dort sehr verken, dass Menschen sagen, wir müssen erst mal kennenlernen, wir müssen erst mal Verhältnis haben, wir müssen erst mal taub kommen, wir müssen erst mal Freunde werden, und dann können wir von Gott reden. Aber von wo kommt es uns dort? Nicht von der Bibel. Die Bibel redet nicht von so. Das Verhältnis als der Grundstein zum das Evangelium geben. Das Evangelium ist der Grundstein für Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nicht der Grundstein für das Evangelium.
Dort sage ich, wir sollen nicht mehr Gemeinschaft haben mit dir, was das nicht das Evangelium hat angenommen. Das Evangelium ist, wo das anfängt. Und so wir brauchen Gott Gemeinschaft. Wir brauchen Gott Gemeinschaft haben mit Menschen. Und solche Werken, was wir tun, wenn wir den Ziel haben, ist mit ersten Verhältnis bauen, mit der Gemeinschaft bauen, mit erst diesen Menschen kennenlernen, mit erst ein bisschen Freund werden. Und dann kann ich ihm das Evangelium geben. Weißt du, was wir tun? Wir tun Gott. Wenn einer erst die Gemeinschaft aufgebaut, dann redet er noch Gott von Gott, ehrlich. Dann redet er von all den Dingen, die uns Hand abgebracht. Von der Arbeit, von was wir tun, von wer wir sind, von was wir gleichen, von was wir mit Druck sind. Von all den Dingen reden wir reden Gott von der Evangelium. Wir müssen mit dem Evangelium anfangen. Und wir brauchen Menschen, die brauchen euch Menschen kennen. Und das meint nicht bloß sein, okay, hier, kurz anfangen. Ich sage nicht, dass wir nicht freundlich heimkommen. Aber wir brauchen Gott Gemeinschaft bauen mit Menschen. Sonst sagt die Bibel nie nicht. Das Evangelium ist das Feste. Und weißt du was, wenn wir erst Gemeinschaft bauen und dann von das Evangelium reden, und so wenn ich hier erst schaffe mit dieser Zeit und ich probe eine Gemeinschaft zu bauen mit diesen Menschen, wenn ich will dir das Evangelium geben und bügen, aber dann sage ich, nur will ich dir das Wichtigste sein, was in der Welt ist. Dann wollen sie sagen, wenn das so wichtig wäre, dann würde ich mir das Rätsel gesagt haben. Nur ist doch gleich mal wichtig. Wegen nu ist das da weit hing non-gebiet. Und so das erste ist, wir müssen eine Gemeinschaft bauen zum das Evangelium. No, wir können das Evangelium predigen, Glück. Ich sage nicht, dass wir bloß von nichts reden, aber das ist das erste. Nummer 2, we testify by works, lifestyle without telling. Ich muss das Evangelium geben durch die Dinge, was ich tue, nicht durch was ich sage. Aber Gott sagt, dass wir sollen in die ganze Welt gehen und das Evangelium predigen. Einmal habe ich gehört, Menschen sagen, alles, was du kannst und wenn du machst, dann braucht wird. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Dadurch, wo ich leben darf, darf ich das Evangelium predigen. Wo ich leben darf, stehe ich dahinter, was ich predigen darf. Nicht zu fair. Matthäus 4, Vers 18 sagt, lot jün Licht so schien, dass die jüne gute Arbeit worden sein in den Fuder luven im Himmel. Lot jün Licht so schien, dass die wollen jüne gute Arbeit sein. Das sage ich nicht, lot jüne Arbeit so schien, dass die das Licht wollen sein. No, lot das Licht so schien, dass die Arbeit wollen sein. Mit der Arbeit stehen wir dahinter. Wir würden nicht sagen, oder so hier dies da hier bin, ich will Dollar schaffen, dass das mal da wird. No, wir müssen das Licht haben und das Licht, das die Arbeit wiesen. Die Arbeit, das nicht das Licht wiesen. Und wenn ich da bloß ein gutes Leben, zum Beispiel, ich wohne wo und ich will haben, dass mein Nüber soll Gott kennen, und so ich da bloß ein gutes Leben führen. Weißt du, was er hat? Wenn er segnet das nur Gott, er hat bloß mir nur gehört, was ich leben darf. Und dann fragt einer den, bist du in Christ? Ja, ich bin in Christ. Wo bist du in Christ? Wenn ich da das und das und das, weil von wo hast du das von mir rüber? Wir müssen erst reden und dann dahinter stehen, was wir sagen. Mit was wir leben. Und wenn ich sage, ich sehe in Christ, ich habe Jesus in mein Leben und der will die auch raten. Weißt du, was ich nicht habe getan? Das Licht angeswitcht. Nö, wo ich soll kicken, wo ich leben darf. Und dort, wo ich leben darf, wird du nicht hängen stehen, was ich gesagt habe.
En ich muss sagen, oh, wenn wir machen, dann machen wir ein Smühl merken, wie machen ein Smühl das erste merken. Und eins muss sagen, wir Angst haben ein Smühl merken, wegen dann kicken sie nur uns. Aber das kriegt, was wir wollen. Wir wollen mit unseren Werken ein Zeugnis geben, aber wir müssen nicht das Licht mal answitchen, dass wir uns ein Zeugnis kennbrücken, ans Leben kennbrücken, um Menschen mal wiesen. Anders, wenn das schaffen, das wir verleiden die. Wegen die kicken bloß und die werken, die wollen dort nicht mal uitvinden, was dahinter steht. Das wird wir sollen sein. Und so wir müssen das Evangelium predigen und dann dahinter stehen mit unseren Werken. Und so, wir können starten, wir können alle wegen. Und Jesus sagt in Matthäus 28 von Vers 18, but 20 sagt er, all die Macht, all die Kraft, all die Autorität ist mir gegeben, nur Gott und predigt das Evangelium alle wegen. Und so, wo dahinter steht, hinter das Evangelium als die Autorität von Jesus Christus. Ich kann dort, wenn Jesus hat mir die Autorität gegeben, und ich brauche nicht Gemeinschaft haben mit Menschen, ich kann alle wegen haben, und ich kann das Wort predigen, wenn Jesus hat mir die Autorität gegeben. Und so, und dann kommt das. Dann müssen wir dahinter stehen mit uns Leben. Und so, Nummer 3. Live als die Botschaft. Wir müssen die Menschen bloß leben. Das ist, was wir sagen. Wir sagen bloß Menschen, die leben. Kannst du mir eine Frage sagen, wie das uns sagt? Dass wir Menschen bloß leben? Ich kann es nicht mal finden, dass wir das sagen, dass wir die nicht gerade sollen leben. Und ich glaube, wir sollen. Das eine Life soll uns schieben. Aber wir sollen die nicht bloß leben. Wir sollen die wissen, dass Gott entleben wird. Und die sagen, dass Gott entleben wird. Wir sagen, oh, ich wollte bloß leben, ich will bloß gute Dinge zu tun und gute Dinge zu tun und gute Dinge zu tun. Das ist fein. Aber wenn wir einmal denken wie von Jesus, warum starb Jesus auf dem Kreuz? Wenn sie er hat so eine große Leid für mich. Ja? No. Jesus starb nicht auf dem Kreuz für mich, wenn er hat eine Leid für mich. Die Führer jäuft ihn sehen, wenn er hat eine Leid für mich. Aber warum starb Jesus auf dem Kreuz? Er tut das nicht mal für mich, oder für dich. Er tut das für den Führer. Was sagt er? Nicht mein Willen, aber dein Willen wird down. Ich sehe gekommen, nicht mein eigenes Ding zu tun, aber das Ding, was der Führer von mir will. Das ganze Ziel, Jesus kann uns nicht wissen, wie viel er uns leben hat. Jesus kann uns wissen, wie viel er den Führer leben hat. Das ganze, was am Schieben hat, wird der Leib für den Führer. Und er starb für den Leib, was er für den Führer hat. Und er kann ein Bild sein, wo wir sollen. Und so wie Martin, einmal waren wir bloß, Mat bloß eine Leib haben für den Menschen, Mat bloß eine Leib haben für den Menschen, noch haben eine Leib für den Führer. Das, was dann schieben wird. Ich go Menschen sagen, ja, ich lebe den Menschen, Jesus lebt Menschen auch. Aber ich sage Menschen, wenn ich keine Leib für den Führer. Und der Führer hat eine Leib für dich. Und so, wenn ich zu Menschen rede, ich sage, ich habe eine Leib für dich. Ich sage, Gott, der Führer, hat eine Leib für dich. Gott, der Führer, gibt sein Sehen für dich. Gott, der Führer, will dich. Und so einmal glauben wir müssen bloß, die Botschaft ist bloß, wir müssen die bloß leben. Wir müssen die Welt bloß mal leben. No, wir brauchen Gott. Wir müssen den Führer mal leben. Und tun, was wir tun für den Führer. Und so,
Das Evangelium ist die Botschaft, live ist nicht die Botschaft, live ist, was dahinter steht. Und so, die Botschaft ist nicht so, wenn ein Mensch wiesen da, dass ich am Leben da, dann habe ich noch nicht für ihn getan, was ich soll. Ich muss ihm das Evangelium geben. Ich muss ihm wiesen, was Gott getan hat für ihn. Dann habe ich getan für ihn, was ich soll tun. Aber wenn ich probiere, bloß zum am Leben, das ist nicht, dann tun wir noch nicht. Insofern, hier ist, was wir sollen tun und hier ist, wo wir schaffen. Und wir tun dort nicht liegt hell. Wir gehen davon weg. Wegen einem Ding ist es leichter. Nummer 4. A burden is a calling. Ich habe eine Wicht in mein Hort von den Menschen und deswegen sehe ich geraubt nur die Menschen. Und so, was wir tun, ist, wir tun eine Wicht haben, oder ein Burden, eine Karge haben von den Menschen, sein, dass das ist eine Zerraubung. Aber das ist gleich. Kick mal nach Paulus. Paulus, der hat so ein Hort für seine Menschen, dass er sagt, er würde wollen seine Seele abgeben, seine Nahrung abgeben für seine Menschen. So eine Wicht hat er für seine Menschen. Kijk mal naar Römer 9, die ersten 3 Versen, naar Römer 10, die ersten paar Versen. Welche Wicht Paulus hat für seine Menschen. Und weißt du was? Wenn wir Jesus annehmen, die ersten Menschen, wofür wir eine Karge geworden haben, ist unsere eigenen Menschen. Warum sind meist alle Mennoniten geraubt nur ihre eigenen Menschen? Wegen sie dann den Kargen brücken aus ihrer Raubung. Nicht uitfingen, was der Raubung ist von Gott. Und wegen wir haben immer eine Wicht für unsere eigenen Menschen. Und Gott will mich bloß mit meinen Menschen. Das ist, wo er für eine Wicht hat. Und ich darf bloß einmal nähern. Und bleiben wir die Menschen, wir sind alle geraubt nach unseren eigenen Menschen. Wegen wir verstehen nicht eine Raubung. Und Paulus, der hat so eine große Wicht für seine eigenen Menschen. Und Gott checkt ihm nur die Nichtjuden. Das passt hier nicht sehr viel. Nur von so Menschen nicht, aber für Gott das. Kick mal nach Petrus. Was sagt Paulus zu Petrus in Galater 2? Du lebst so aus den Nichtjuden. Das ist, was Paulus sagt zu Petrus. Wo Petrus wir abgewaschen, dort nannt sich, die Bibel sagt, ich glaube, das ist in Matthäus 5 ab 1, sagt dort, ab Matthäus 13, sagt dort ist der Platz von den Nichtjuden. Wegen die Syriens, die wären dann angekommen und die hatten die 2 Sprachen evangelism. Und so meist alle Menschen, wo Petrus wohnen, wären Nichtjuden. Und die reden ja auch noch andere Sprache. Die sagen, du redest aus den Galiläens. Die haben ihre eigene Sprache, die reden nicht Hebrew oder Greek. Die haben die Sprache von den Nichtjuden. So das wo Petrus wie abgewaschen. So nu Petrus, das einzige Ding, was er hat von den Juden, ist Blut. Er hat jüdische Blut, aber er wird ganz manch den Nichtjuden abgewaschen. Und deswegen sagt Paulus zu ihm, du lebst als die Nichtjuden. Und du warst die Juden anderen? Und so Paulus, alles seine Kultur, sein Leben, wo er reden, alles wie Nicht-Jud. Und wo raubt Gott am Hahn? Nur die Juden. Einmal bleiben wir, und ich sage das einmal auf Englisch, natural acceptance results in spiritual rejection. Natürlich angenommen, das Werken bringt uns jährlich nicht angenommen.
En manchmal kijken we bloos, ik pas hier. Ik zie zoals die mensen. Ik pas daarna. Ja, natuurlijk ja, maar juistlijk niet. En zoveel kan proeven wie te wo wie natuurlijk passen. En we zeggen velken, de beste Mensch om de mensen gewähren als een van ihre eigenen. Von wo kriegen wir das? Die Bibel sagt nicht von Sound. Der beste Mensch zum ein Freund sein, sind von ihrer eigenen. Aber weißt, wir tun unsere eigenen Menschen gar nicht respektieren. Wir gleichen die, aber wir tun sie nicht respektieren. Und wenn wir die nicht respektieren, horchen wir gar nicht an die. Und es geht das scheintaub sein. Aber was die sagen, ja, das ist bloß Gewöhnlichkeit. Aber wenn der Mensch ist von einem anderen Menschen, dann hören wir viel da. So der beste Mensch, um den Menschen gewähren, ist gar ein von ihrer eigenen. Ich sage nicht, dass wir nicht kennen, nur uns eigene Menschen. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass der nie ein Mensch geraubt ist, nur seine eigenen Menschen. Ich sage bloß, was wir tun, als wir brauchen eine Wicht, was wir haben, zum sagen, wo Gott uns will schaffen. Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist, was wir sagen in der Bibel, wenn Gott, wo ein Mensch handelt, meist immer wie ein Mensch, was der Herbst nicht anpassen darf. Ich denke wirklich an mich, ein Evangelist. Ich passe nicht nach. Ich gleich still zu sein, allein zu sein. Ich gleich meine eigenen, ich brauche viele Menschen. Ich gleich für mich, für Menschen zu sein. Laut andere dort. Passt nicht nach. Weil Gott weiß mir, das ist, was er für mich hat. Und so bloß wenn wir eine Wicht haben für unsere Menschen, meint nicht, dass wir dort, wo Gott uns will. Wir müssen nicht finden. Wenn ein Mensch vielleicht in der Charakter würde nie nicht anpassen. Das ist für Gott die Wort haben. Und dann wird die Brücken auf dem Weg, was nie nicht mehr gedacht hast, wegen die Posten nicht nähern. Und so, Nummer 5. Okay, ja, das erste, first their own people. No. Oh ja, die Nummer 5. Erste machen wir unsere eigenen Namen, Eva, ja. Und wir nehmen das einmal von Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo er redet von mit den Juden anfangen. Und die brauchen wir dort noch einmal, das, wenn wir die Juden sind. Das ist bloß, wo Gott Jesus redet, wo sie so anfangen. Wenn wir dort alle waren trägen oder die falsch, dann gehen wir einmal trägen. Das, wo sie sollen anfangen, dann sollen sie in der ganzen Welt nehmen. Und wir müssen nicht nur uns kicken, als wir sind, waren die Juden, wir fangen mit uns an. Wir sind von der Ewigen. Und so, wir sind ewig so. No, aber wir sind von der ewigen Menschen, wir sind von den Weltmenschen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir können die Falsch nicht zum Trägen, dass wir erst unsere eigenen Menschen machen. Gott will die ganze Welt. Und so, das ist nicht, wir sind nicht mehr, was das Wort, verantwortlich für unsere Menschen als für die Welt. Ja, wir sind unsere Familie. Wenn ich eine Familie habe, dann bin ich verantwortlich, dass ich für meine Familie kicken darf. Aber wir sind Menschen, wir sind nicht mehr verantwortlich für unsere Menschen als für die Welt. Wir sind bloß von den Menschen. Und wenn wir kicken bloß, oh, meine der Erste, unsere der Erste, dann kicken wir überrascht, nur was Gott für uns hat. Und wir kicken rauf nach anderen Menschen.
Und wir glauben, das Evangelium ist nicht so wichtig, dass ich dir das gebe als unsere Menschen. Und so wir können nicht weiter dort umdrehen und gehen, wo Gott nur anfängt. Wir sind wieder am Weg und wir können nicht weiter drehen und sein uns Menschen das Erste. Nummer 6. We cannot preach strongly and directly to the unsaved or or on negative topics like hell. Wir müssen nicht predigen, till die Worte verloren sind. Von wo haben wir gesagt? Ich kann nicht in der Bibel so finden. Oh, man muss nicht so stark überkommen. Da, weißt du was? Nicht so stark überkommen meint nicht so effektiv überkommen. Ich sage nicht, die muss verdammen. Aber wir müssen stark predigen. Und wir müssen von Heil predigen. Jesus predigt von Heil Meiers vom Himmel. Und wenn wir das Evangelium nicht merken, dann merken wir das weniger. Was das ist. Und ich sage nicht, fuhrt's bloß bang in your face so zu sein. Aber ich sage, wir müssen stark kommen. Den Menschen fehlt dort. Die Kirchen, die haben so viel Wut an den gegoten in das Evangelium, dass das meist nicht mehr Evangelium ist. Oh, weil wir nicht wiederbrücken sind Problems, oder weil wir nicht wiederbrücken sind Heil, oder weil wir von der wird wach blieben, und die blieben wir wach von der Evangelium. Das Ziel ist nicht, die starke Wied zu brücken, das Ziel ist, dass Menschen können verstehen, Gott will entraden von der Heil. Und Jesus, das Krag, wo sie wollen hinkommen. Und ich war stark predigen. Ich will Menschen sagen, weiten, was da angeht. Und das ist nicht bloß ein Wegebad. Das ist Irms. Und die Sinn, was ihn in den Hall bringen. Ich sage nicht, dass wir müssen ein Live haben. Live ist nicht die Botschaft. Das Evangelium ist. Wir müssen ein Live haben für Menschen. Nicht hassen, als es dort überkommen ist. Ich sie so Fan und du bist so schlecht und all das. No. Ein Ding, was ich immer sage, wenn ihr predigen, sag nicht du, sei wie. Or uns. Uns fehlt Gott, nicht die fehlt Gott. Uns fehlt Gott. Uns fehlt der anderen. Uns fehlt, was tue ich? Ich tue mich das selbst auch nennen. Dann ist das nicht so verdammt. So einmal bloß ist du und je Menschen und je sollen das mal tun und je. Das ist arg. Mir fehlt Gott kriegt so viel als andere Menschen. Und ich muss mich das selbst auch nennen. Nicht reden von reden von uns. Aber wir müssen stark überkommen. Und sagen, was fehlt zu sagen. Ja. Wir sollen immer sagen, wie. Wir müssen uns das selbst auch nennen. Wegen anders dann ist es so, uns jünt. Und so, wir müssen uns immer das selbst auch nennen. Mhm. Nummer 7. I am just a commoner or a common Christian, so I am free from this responsibility. Vielleicht haben wir als Menschen, wir haben ein Label. Und einmal sage ich dort bloß, ja. Und wir brücken dort, ist so ein Excuse, dass wir nicht brücken down. Ich sehe bloß ein ja.
Les mal Apostelgeschichte 8. All die ganze Kirche wird verspreit und jink alle wegen das Evangelium verspreiten, bloß nicht die Jünger. Eins die ganze Kirche. Insofern, wenn sie, sie bloß ein gewöhnlicher Mensch, Gott, du brauchst nicht mal um nicht denken. Especially, wenn du was viel zu tun. Wenn sie bloß ein gewöhnlicher, kick mal, was das sagt, gewöhnlicher. Nicht bitte gewöhnlich. Kick nicht nur mich. Und verken dann wieder christliche Leben ist dort. He? Und wir brauchen dort am Wach rüten von was wir sollen tun. Und ich bin frei von dort, wegen ich bin bloß ein gewöhnlicher Christ. Oder ich bin bloß ein gewöhnlicher Mensch. Kick nicht nur mich. Und verken, ich wundere, Kinder aus dort wird schaffen mit den Eltern. Schaffen bestarben, no, ich bin bloß ein gewöhnlicher, kick nicht nur mich. Das nicht. Okay. Okay, weil wir dort nicht gut vor dich merken. Ich will ihn alle. Vor dich. Ja. Weil wir wieder gehen. Wir sind all gewählt, wie Gott. Wir sind all da. Wenn wir ja sehen zu Gott, dann haben wir abgesandt. Nummer 8. Salvation is a process. People must change themselves before they are saved. Menschen, wir brauchen Gott ändern. Gott wird krank für was er starb. Und so, du hast Gott in welchen brauchen wir das, den Tag, wenn ich mein Leben mal ändern darf. Ich denke, ich kann noch nicht meint. Gott ändert mein Leben. Die Trouble wir ich darf nicht ändern. Deswegen fehlt mir Gott. Ich will fast in meine Sinn. Und ich konnte nicht losfahren. Und wenn ich sagte, die Antwort, ich konnte nicht losfahren. Und die würden mich krank nur der Hall bringen. Dann früh ich Jesus. Früh ich Gott, dass er mich wird raten. Weil ich sehe fast, ich kann nicht ändern. Ich probe und ich kann nicht. Und so du hast Gott, wie man nicht mal proben zu ändern. Krank in den tiefen Sinn, als wir nach Gott kommen. Und dann fängt er an. Und er ändert uns nicht ganz in einen Tag. Jo, unser soll jo, wer wir sind, jo. Ich sehe nicht mehr einen Sünder. Sagt, du bist nicht mehr ein Sünder? Nein, ich sehe nicht mehr einen Sünder. Ich sehe nie einen Mensch. Ich tue noch singen, aber ich sehe nicht mehr einen Sünder. Gott nennt mich nicht einen Sünder. Gott nennt mich ein heiliger Mensch. Auf Englisch heißt das Wort Saints. Ich sage doch Gott, dass wir noch Sünder sind. Nicht sind wir nicht mehr Sünder, nicht sind wir geraten, nicht sind wir nie ein Mensch, nicht sind wir ein heiliger Mensch. Und da merken einen großen Unterschied, wenn wir an uns selbst so denken. Wenn ich so denke, oh, ich sehe einen Sünder, dann ist das okay, wenn ich in den Sünder gehe, dann weiß ich. Aber wenn ich nicht mehr einen Sünder sehe, dann ist das nicht okay. Dann ist das gegen an. Und so, wir sind nie Menschen. I'm a saint. Nummer 9. We reach the world, change the world one person at a time. Ich habe so viel gehört, wir machen nicht ein Mensch auf einmal. Kick mal in die Bibel an. Wie viel deuten der ein auf einmal? Nicht so einfach. Apostelgeschichte 2, 3.000 Menschen kamen zu Jesus. Apostelgeschichte 4, 5.000 Menschen kamen zu Gott. Nicht so, das ist. Und wenn wir mit einem Mensch schaffen, wir schaffen mit einem Mensch. Aber wenn wir wollen die Welt gewähren, einer bei einmal,
dann wollen wir nicht sehr weit kommen. Das ist nicht, wo Gott das hat ausgelegt in der Bibel. Bei so vielen glauben wir, Mann, einer bei Mal. Und ich schaffe mit dessen, kann ich mit denen, ich schaffe mit dessen. Wenn wir machen die Welt, wir werden einer bei Mal. Aber meist jedes Mal in der Bibel kommen Tausende bei Mal. Und so wir machen ein Ziel nicht haben, bloß auf einen Mensch, wir machen das die alle. Und so, wir machen große Dinge tun, weil wir wollen die Welt werden. Und wir wollen nicht die alle persönlich kennenlernen, oder mit all der Herbst kennen, mit all die persönlich schaffen. Und so nie nicht in der Bibel redet von einer bei Mal. Und einmal haben die even Conference. Einer bei Mal. Und ich denke so, was hat er mit ihnen? Die alle bei Mal. Warum die alle bei Mal? Wenn ich 1000 kann, dann würde ich ein. Wenn ich 50.000 kann, dann würde ich 1000. Und so, einmal haben wir bloß den Ziel und wir kicken nur bloß einzelne Menschen. Und wir sehen nicht mal, wie viele Menschen daran sehen. Und so, wenn wir denken an Ministerio de Esperanza SWS, wir denken gleich bloß an einzelne Menschen. Ja, die sind Part von dort. Und Gott hat ein Leben und Gott starb für die einzelnen Menschen. In Lukas 15 beschreibt er, wie viel ein einzelner Mensch wird es bearmen. Und ich habe 3 Bilder davon, wenn du 100 Schub wären, ein wie wird noch herangehen. Aber wenn wir kicken auf das ganze Bild und kicken auf die Apostelgeschichte, die gingen in der Stadt und die predigen in der Stadt und die helfen ihre Sterben ab und die reden zu all den Menschen und die proben immer zu finden, wo sind die Menschen? Sind die in der Synagoge, sind die in der Palace, oder wo sind die Menschen? Und dort, wo die hingingen und dort, wo die predigen deuten und wir wollen nie nicht die Welt, wir werden einer bei mal. Wir machen gerade denken. Die alle auf einmal. So viel als wir können. Und so, wir sind ein bisschen poor. Wenn wir gerade so viele Menschen wären als die, dann würden wir sagen, weil wir jeder ein. Aber dann wollen wir nicht wie kommen, wenn wir bloß jeder ein tun. Und so, nur nicht, redet die Bilder, was wir sein, das 3000, 5000, all die Menschen sehen ja, all die Menschen kein und so eine Dinge haben wir. Nummer 10. God will only do for us what we cannot do for ourselves. I say that on earth. God will never do for us what we cannot do unless we let Him do what we can do. Einmal sagen wir, Gott wird bloß für mich tun, was ich nicht für mich selbst kann. Aber ich sage, Gott wird nie nicht für dich tun, was du selbst kannst, oder was du nicht kannst, wenn du ihm nicht lässt tun, was du kannst. Das ist der Glauben, dass ich laut Gott in mein Leben schaffen, weil ich war für 30 Jahre vorher ohne Gott. Nicht sage ich so mal, jetzt mal denk, was ich lade ich wie von der Ra in mein Leben, ich kann du nicht mehr tun. Manchmal, ich muss mein Leben ganz abstellen, ich muss alles tun, was ich kann für mich selbst, und dann, wenn mir bei einem Wort fehlt, dann gehe ich nur Gott. Lass Gott für dich tun, was du selbst kannst. Und dann wird er für dich tun, was du selbst nicht kannst. Aber der öffnet dir erst nicht, was du nicht kannst. Der öffnet dir erst, was du kannst. Dass wir am Port merken von uns Leben. Nicht bloß Gott, ich will die weiten lohnen, wenn mir bei dem Stil die fehlt. Nur ich will die Port von meinem Leben. Und eins der Dinge, ich kann das selbst tun, aber ich will nicht, wenn ich will Gott Port von meinem Leben. Und eins mal, bloß, wenn uns erstmal fehlt. Nummer 11.
us speaking the good news really makes no difference. When we don't, God will make sure it gets done anyway. Einmal denken wir, anstatt Evangelium verspreiten wir keinen Unterschied. Wegen, wenn ich den nicht sage, Gott wird auch sagen, wir können nicht ein anderer das. Und wenn die sterben und von Gott hören, dann so hat es sein. Einmal Brücken wieder so sagen, wenn da was passiert, dann hat es dort so sein. Der Mensch starb in einem Accident, hat es dort so sein. Oder Schlechte passiert, hat es dort so sein. Sehr wenig von was in dieser Welt passieren, das Gott sein will. Sehr wenig. Und wie einmal bloß, die Menschen hier nicht von Gott. Hat Gott, das dort hat es so sein. Und wir brücken dort, wegen was wir tun, merkt kein Unterschied. Wenn ich das nicht, und wenn das nicht passieren wird, dann hat das nicht so passiert. Das Ding warten sie, dort hat das so sein. Sie, ich glaube, dass Gott braucht Menschen. Und ich glaube, Gott kann mich brauchen. Und kann mich brauchen, um einen Unterschied merken. Und ich glaube nicht, dass alle Dinge, die sollen bloß dort sein. Ich glaube, dass wir einen Unterschied merken in Menschen. Und ich glaube, wenn ich was getan habe, mag Gott sein Segen, dann merkt ein Unterschied in den Menschen. Das merkt einen Unterschied in den Entscheidungen, die merken. Das merkt einen Unterschied wirken, aus den Worten von Gott hier und Gott kommen. Und ich kann kein Mensch raten, und ich kann Gott nicht ändern, und ich will Gott nicht ändern, aber ich glaube, das merkt einen Unterschied, wenn wir für Gott schaffen. In Malachi sieht Gott, je sagen, Gott dein meint nicht. Das ist, was Gott seine Menschen sieht. Gott dein hat keine Meinung, hat keinen Grundstein, merkt keinen Unterschied. Und Gott will jeden den Menschen wegen das, was sie sehen. Weil lesen mal durch Malachi, da dreht so viel in Jesain, in Jesain, in Jesain. Und ein Ding von was sie sehen, worum Gott jeden, der wir wegen sie sehen, merkt ihr keinen Unterschied. Wenn ich tue, dann tue ich, wenn nicht tue, dann tue ich nicht. Und wenn ich nicht tue, dann tut ein anderer. Und wenn ein anderer nicht tut, dann hat er eine Wieso, so ist es dort sein. Und so, no, merkt einen Unterschied. Nummer 12. If it happened so and so, then it was meant to be a carotal von ihr Rede. So, no. Da meint Gott, dass das so soll sein. Viele Dinge sollen nicht so sein. Wenn Jesus in Johannes Kapitel 2, wenn es einen Tempel anschaut, oder nicht in Matthäus 21, dort sagt du auf Englisch, he was eaten up. He was eaten up, sagt das. Ich habe viele Menschen gefragt, are you fed up or are you eaten up? Aber ich weiß nicht gerade, wo wir schon sein. Aber wenn wir fed up, dann haben wir genug. Ich will nicht mehr. Ich bin fertig mit der Sache. Ich gehe davon weg. Ich brauche mich nicht mehr. I'm fed up. Aber wenn wir eaten up, dann sind wir krank, der andere sieht. Ich muss was mit tun. Das atmet mich an. Ich kann das nicht tachlassen. Ich kann das nicht von weg gehen. Ich kann das nicht loslassen. Ich weiß nicht, dass ich das ändern kann, aber ich kann das nicht von weg gehen. Sag Jesus, wir eaten up, not fed up. Viel von Gott seine Menschen die sein, I'm fed up, ich habe genug von der Kirche, ich habe genug von Gott seine Arbeit, ich habe genug von dort. Lass mich doch. Das hat mich auch getan, und Jana hat das getan, und das, und ich habe genug. Hast du genug? Are you eaten up or are you fed up? Hat das bei dir been? Amen. So wir wollen
Een 5 minuten break kan en wat Natalia kom met wil met dingen te schaffen.